Scheine gute Nowen am Null. No de schroen Iwerschwemmungen mat katastrophalge Folgen ginn eich Bilanze gezun a kritisch frohe Gestalt, ob aéi eso Katastrophen an Zukunft besser ze evitéiere sinn. Een Deel vun den Ursachen ass oni Zweifel de Klimawandel. Mei och eng massiv Zoubetonéierung vun der Landschaft an eng stark Versichelung vun der Natur gëtt immer méi als Ursach vun de so schlimmen Iwerschwemmungen ugesinn. De Pierre Walter an de Roy Hinchen sinn Terrain dëser Frono gangen. Illusion vom unbegrenzte Wurstum zu Lützeburg. Vierstellung von einem unbegrenzte Wurstum als de bon mot vom ökologische Liberalismus. Dem noch kann jeder Mensch schlafend immer mehr Energie, Waren an Dienstleistungen erhalten. Mehr oder weniger als das auch die Leitlinien von der Lützeburger Regierung sowie das Motto für viele westliche Länder mit dem Tenor, dass die Wirtschaft erstärkt Wurstum braucht, überhaupt existieren zu können. Was das aber für Probleme mit sich bringt, geht in letzter Zeit viele Leute bewusst. Pollution hat die Natur aus dem Gleichgewicht gehalten. Durch die globale Erwärmung heizt die Stadt ab. Schuld im Klimawechsel als der Mensch. Der Klimawandel feiert zu starkem Heißwasser. Kann der Mensch nicht global Erwärmung stoppen? Jo, aber nicht mehr, wenn er sein Lebensstil ändert. Eng die Grenzen angepasste Lebensweise als Batter notwendig. Auch Lützeburg hängt an einem seidenen Faden, den allen Moment reißen kann. Ein von den größten Problemen ist die Millionenstadt Lützeburg. Der zukünftige Plan von 1 Million Einwohnern bringt es mit sich, dass immer mehr Leute auf Lützeburg kommen und hier wohnen werden. Und das will sie hier schaffen. Für die Leute braucht Lützeburg neue Wohnungsstätten. Und zwar en masse. Der Revers von dieser Medaille sind überfüllte Ortschaften, überfüllte Städte, Zoubetonéieren von Landschaften, brutal Aufholzen von Bächern. Weil aber nicht genug Wohnungen bei Hand sind, müssen neue gebaut gehen. Dadurch entsteht ein anderes Problem. Und zwar das von der Lokation der Baupreise zu Lützeburg. Sie weisen das Logik von der Nachfrage im Land an ein Sackgasse feiert. Gleichgewicht an der Preispolitik ist gekippt zum Nachteil von vielen Mitbürger. Das Prinzip von der Offer an der Demand gëtt als Justifikation benutzt. Für was kann eng stark Nachfrage mit der selben Offer nicht zu niedrigen Preisen feiern? Viele Bürger stellen sich froh, für was die Offer an Demand nach immer die Heichpreise bestimmen, aber für allem für was Preise so hoch gehalten gehen. Für was geht als selbstverständlich angeholt, dass bei einer stärkeren Nachfrage Preise müssen an die Luft gehen. Ein Gesetz von der Natur ist das nicht. Kein bietet empirisch Beweise, dass aus den Faktoren Offer und Demand ein Gleichgewicht entsteht. Viele Leute wollen Wohnungen kaufen oder wollen lohnen. Dadurch wird mehr gebaut. Preise klammen rasant. Appartementen, die nicht mehr groß oder nicht mehr schön sind, wie für uns 10 Jahre kosten halt bis zu 200% mehr Loyer oder sie beim Kauf unbezahlbar gehen. Von dem immer mehr bauen, größer bauen, mehr schnell bauen, profitiert der Spekulant. Für den Spekulant wird er den paradigmatischen Stellenwert gekriegt. Wie immer schon bekannt, dass es zu Lützeburg eine Person gibt, die allein am Besitz von mehr wie 1000 Appartementen ist. Es sind so Leute, die Preise bestimmen und Lot treiben. Da spielen alterem viele Politiker mit, die viel rundherum den Bereich schwätzen, aber nicht dagegen erholen. Dem Staat ist bekannt, dass die Situation nicht haltbar ist. Für den Explosivpreis entgegenzuwirken, geht der Staat an die Aktion und baut Wohnungen für die Leute, die die Heichpreise Wohnungsmarkt nicht mehr bezahlen können. Das wirkliche Problem geht aber dummer dann nicht unter Wurzeln gepackt. Wir haben viele gute Absichtserklärungen gehört. Wir kennen uns bereit, aus dem Schlamassel Konsequenzen zu ziehen. Es geht Zeit, dass der Bürger seine Responsabilität an die Hand hält und nicht alle Entscheidungen der Politiker überlässt. Es muss endlich Schluss sein mit der Gewinnmaximierung am Logementbereich. Als Gesellschaft darf nicht die Spielball von Spekulanten bleiben, sonst geht als Natur drauf. Konsequenzen sind da. Kritische Umweltbelastung weist deutlich die Realgrenze vom Bauern zu Lützeburg ab. Es muss sich rechtzeitig darüber klar gehen, dass an einem begrenzten Raum, wie an einer Biosphäre nur einmal ist, unbegrenzt Wohnen einfach nicht möglich ist. Es ist nicht genau gewusst, wie viel Prozent Wohnflächen oder Verkehrsflächen zu Lützeburg durch die massiv Bauernwerte versichert geht. Das heißt, die bebaut, betoniert, asphaltiert oder sonst anderswo befestigt sind.
Bodenversiegelung bedeutet, dass die Boden Luft a Wasserdicht aufgedeckt, so dass Rehwasser nicht wäsch sichern kann oder nimmen einer schwierige Konditionen. Auch der Gasaustausch zwischen dem Boden an der Atmosphäre, die wird gehemmt. Spannende Wundflächen als ein Teil von den Böden durch Gebäude, die darauf abgeregt werden, versiegelt. Auch Wiesen sind teilweise mit Beton, Asphalt, Pavestein befestigt und damit komplett oder teilweise versiegelt. Damit gehen wichtige Bodenfunktionen, besonders Durchlässigkeit vom Wasser und Bodenfruchtbarkeit verloren. Beispiele gehen da genug, die aufweisen, dass viel zu viel gegen die Natur gebaut wird. Warnungen gehen aber ignoriert. Ein klassisches Beispiel zu Mama als Platz bei der Mama Berg, lang Stahler Straße, wo am Moment archäologisch Fouillen stattfanden, als später gebaut soll gehen. Du hast die City 14. Juli 2021 von der Mama Berg komplett überschwemmt gehen. Für was? Das ganz einfach, durch die Versiegelung rundherum. Geht die Versiegelung übertrieben, hat das den direkten Impact auf den Wasserhaushalt. Einerseits kann Rehwasser nicht so gut versickern und die Reserve für Grundwasser abfüllen. Auf der anderen Seite klimmt das Risiko, dass es am Fall von starken Regenfällen zu lokalen Überschwemmungen kommt. Wenn aber um Site gebaut wird, hat das einen katastrophalen Impact auf die Umwelt zu Mama. Damit geht dann ein Bedarf auf Wohnen auf ein besonderes Klima an Ressourcen belastend Weise erfüllt. Mikroklima geht damit negativ beeinflusst. Versiegelt Bierde können Wasser nicht verdunsten. Dafür drohen sie auch nicht dazu bei, die Luft am Sommer aufzukühlen. Wasser kann nicht verdunsten. Es entsteht auch kein Schäd. Vor allem geht durch Versiegelung die natürliche Fruchtbarkeit vom Boden massiv behindert. Wenn der Boden permanent von Luft und Wasser aufgesperrt wird, geht Fauna vom Boden zugrunde. Ein weiteres Beispiel ist ein Tram, den auf der Autobahn Lützeburg-Esch gebaut wird. Ein Monorail wäre hier am Vergleich zum Tram mehr umweltfreundlich. Durch die Monorail gibt man an oder gut nicht versiegelt gehen. Der Busch, den dem Tram an der Face steht, bräuchte nicht aufgehostet zu gehen. Und die Leute bräuchten die Terrain nicht zu verkaufen, die für Trasse gebraucht gehen. Schließlich ist die Bodenversiegelung vom Tram schwer aufzubauen und mit großen finanziellen Kosten verbunden. Nur dem Aufbau von der Versiegelung bleibt die natürliche Struktur vom Boden gesteuert. Oft bleiben Überreste von Substanzen wie Beton oder Asphaltstecker, Plastik oder verschiedene Schwerstoffe am Boden. Eine neue Fauna entwickelt sich nicht mehr über länger Zeitraum. Natürlich Fruchtbarkeit vom Boden wird verzögert, kann oft nicht an ihrer tierischen Qualität restauriert werden. Es kann ihn also festhalten, dass der Monorail deutlich mehr Umweltschäden und Umweltkosten hat wie den Tram. Es ist höchste Zeit, dass das Land umdenkt und zu einer neuen Weise bauen kann. Sonst verschwinden auch die Lastflecken auf freier Natur zu Lützeburg. Privat- und öffentliche Baufinanzierung soll in Zukunft mehr um den Schutz vom Klima und Ressourcen orientiert gehen. Wir müssen wissen, dass Folgen vom unbegrenzten Emissionen an unbegrenztem Wachstum lebensgefährlich sind. Wir sollten uns die Qualität zu echten Werten orientieren. Ob a wéi an Zukunft aus de Fehler Lehre gezogin, bleibt aufzuwerden no Motto Affaire à suivre.